Auf Nora, den belgischen Kaltblüter, wartet ein Arbeitstag. Die habe ich mit 2 Jahren gekauft und habe sie mit ab 4 Jahren ausgebildet. Zum Beispiel Kutschfahren und dann Verwaltarbeit. Also ist ein voller Profi. So wie Günter Drechsel. Die 15-jährige Stute lässt alles brav mit sich machen. Man spürt da gar keine Unruhe. Nee. Ein bisschen nicht, normal ist sie schon ruhiger. Ein bisschen mehr um sie rum. Seit 10 Jahren nimmt er sie mit zur Holzarbeit in die westlichen Wälder. Kerstin, die Tochter, hat schon die Feuertonne entfacht. Sie ist studierte Försterin in der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West und betreut das Gebiet. Grüß dich! Was gibt's zu tun? Schauen wir jetzt dann. Ja, sagst du mir's, oder? Ja. Was ich machen soll. Um 1950 hat der Großvater damit angefangen, Holz zu fahren. Die alte Methode haben sie beibehalten, auch als die Traktoren aufkamen. 900 Kilo wiegt die Stute. Das ist wie früher. Ich war ja schon dabei, seit ich klein bin und kenne das eigentlich schon immer. Und bei ihr merkt man schon die Beziehung auch zum Papa, das Vertrauen, wo da ist. Ich kann nicht da hinten reinsitzen, alles. Und das ist Vertrauen. Ich muss ja hinter ihr, schaffe ja die ganze Zeit hinter ihr, mal rückwärts oder so und werk hinten rum und dann muss ich mich auf sie verlassen können, dass die kein Bein lupft und mir einer raufhaut. Man muss das einfach von jung an erziehen und auf meine Befehle hören und vertrauen. Ja? Das ist wie, ich sage immer, das ist wie ein Arbeitskollege zu mir. Das Waldstück mit 60 Jahre alten Bäumen ist gerade durchforstet worden. Einzelne Stämme wurden gefällt, damit mehr Platz entsteht. Weil hier so schonend wie möglich gearbeitet wird, gibt es nur wenige Rückegassen, wo Fahrzeuge hinkommen. Zum Transport der Stämme an diese Stellen braucht man das Pferd. Wenige praktische Handgriffe und ein paar Kommandos genügen. Das zeigt, wie eingespielt die beiden sind. Druck, zurück, Druck. Oh. Was meint? Sagenhaft gehorcht auf einen Zentimeter. Hab ich ja gesagt, das ist Ausbildungssache und Vertrauen. Wie viel hat jetzt der gewogen ungefähr? Habt ihr 500 Kilo? Ja, sowas. Was schafft er insgesamt? Kommt ein wenig auf die Lage drauf an. Von den Baumstämmen her oder vom Gelände her. Also dürften, wenn es pressiert, packt er 2. Ja, aber muss man nicht machen, das ist ein bisschen eine Quälerei. Ja. Dabei schont die Arbeit mit dem Pferd den Waldboden. Der natürliche Aufwuchs bleibt intakt. Und selbst im Mikado der kreuz und quer liegenden Stämme bewegt sich Nora völlig unaufgeregt. Macht es der eigentlich Spaß? Sie macht alles freiwillig. Sie braucht keinen Stock, keine Peitsche, nichts. Die gibt ihr Äußerstes. Haben die das genetisch so, oder? Ja, das ist eine Veranlagung auch dabei. Man kann es auch antrainieren ein bisschen am Anfang. Man kann nicht am Anfang gleich richtig viel. Das muss man nachher langsam angewöhnen. Ja. Du schnaufst schon ein bisschen. Ja, ich wäre auch nicht jünger. Jetzt. Ja, okay. Sind wir in der Früh, meistens sind wir zusammen rausgefahren. Habe ich ihm mal ein bisschen geholfen, anhängen. Irgendwann habe ich halt dann keine Lust mehr gehabt, wie das halt so ist. Dann hat man auch mal Feuer wie hier und meistens halt eine Brotzeit dabei. Ich habe dann ans Feuer gehockt und gewartet oder mal wieder geholfen. Aber an sich ist das ja schon so ein wenig eine besondere Lebensweise dann auch. Man ist ja schon viel so allein im Wald quasi, Ja. oder? Ich würde es jetzt nicht als Einzelgänger bezeichnen, aber ja, man ist viel allein.
Kerstin ist dem Wald treu geblieben und hat Forstwirtschaft studiert. Die handwerkliche Arbeit als Frau kann man nicht lang oder ja, nicht bis ans Lebensende machen, sage ich mal. Und irgendwo war halt der Anreiz da einfach nochmal was zum Lernen und halt das alles auch irgendwie zum Verstehen. Ross- und Pferdeführer arbeiten wie ein Uhrwerk. Rund 25 Stämme schaffen sie pro Stunde. Hat er jetzt nicht mal was zu essen verdient? Ja, so wie wir auch. Und dampfen tut er. Das ist wie wenn wir in der dicken Jacke körperlich schaffen. Dann kommen wir auch zum Dampfen. Jetzt. Seit Jahrzehnten sind sie unfallfrei. Einmal wurde ein Pferd zum Lebensretter. Mein Vater hat mal vor 30 Jahren einen Fußbruch gehabt. Aber da war es auch so, da hat er so ein gutes Pferd gehabt, das war im Wald. Dann hat er sich ans Pferd angehängt und er hat das Pferd ihn auf die Straße hergezogen. Und da ist der Förster hat ihn dann zufällig ist vorbeigekommen und hat ihn ins Krankenhaus gefahren. Heute nimmt man das Handy, aber das hat es zu der Zeit noch nicht gegeben. Es war das Pferd, das perfekt ausgebildet war, so wie es Günter Drechsel fortführt bis heute. Auf einer Wiese bei Gabelbach über dem Zusamtal trainiert er den 5-jährigen Wallach Bertel im Gespann mit Nora. Heute so wie zu seiner Jugendzeit, als Pferde vom Ackergaul bis zum Kutschtier die ganze Arbeit machten. Mit einem erfahrenen, älteren Pferd ist das optimal, ein Junges abzurichten, weil es halt die Ruhe an das junge Pferd ausstrahlt und lernt auch zugleich das Benehmen alles und die Kunst oder die Ruhe dazu. Kenntnisse und Erfahrungen wurden von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das passierte ganz von selbst. Als Kind waren wir immer dabei. Und ja, das Holzrücken oder so, das habe ich eigentlich hauptsächlich vom Opa gelernt. Der Vater hat da keine Geduld gehabt noch. Auch der Opa, der ist mit mir mit 12, 13 Jahren, war er auch schon in meinem Alter. Und da bin ich halt mit ihm mitgegangen. Der hat mir das erklärt einmal, auch manchmal mit Streitigkeiten. Weil die Jungen, die Burschen waren halt gescheiter wie der Opa. Aber man hat sehr viel gelernt dabei. Ne? Zurück. Brr, zurück jetzt. Jetzt nutzt Günter Drechsel seinen Erfahrungsschatz, wenn er Bertel, den jungen Wallach, zum Rückgepferd ausbildet. Eine Fertigkeit, die selten geworden ist. Und ein besonderes Wissen, das verloren gehen könnte. Hopp. Hopp. Nach mir stirbt es aus. Leider. Glaubst? Außer meine Tochter findet noch einen, der Interesse hat. Dann kann ich es weitergeben. Gell? Dabei wird diese besondere Technik durchaus nachgefragt. Im Gemeinschaftswald von Max Wagner zum Beispiel, auch in den westlichen Wäldern bei Augsburg. Maschinen hinterlassen hier Schäden, denn das Waldstück hat keine Rückegassen. Wir haben halt den Vorteil mit dem Pferderücker, dass wir keine Verletzungen an die Wurzelanlauf haben. Und natürlich auch von der Leistung her, von den Kosten her, haben wir da die Hälfte Kosten, wie wir mit der Seilwind arbeiten. Das ist billiger sogar? Das ist billiger. Billiger und ich möchte sagen, die doppelte Leistung. Also wenn man mit dem Schlepper da außer bleibt und zieht dann Zoll rein, teilweise muss man dann Umlegrolle setzen. Und wenn man das dann schonend rausbringen will, dann haben wir bei Weitem nicht die Leistung wie ein Pferderücker. Trotzdem zeichnet sich auch hier eine Veränderung ab. In die meisten Waldbestände, zumindest in der Jüngeren, sind jetzt mittlerweile Rückegasse drin. Und das machen wir auch nicht, weil wir einfach die Leute nicht haben für die Holzarbeiten.
Aber vielleicht kommt es ja anders. Ich will das der nächsten Generation zeigen, und dass man das machen kann. Und wer weiß, ob in ein paar Jahren der Sprit so teuer wird, dass sich eigentlich mehr Pferdearbeit mehr rendiert. Und vor allem naturschutzmäßig. Und mit der Maschine kannst du es halt nicht machen. Und das ist halt so, Pferd eigentlich machen können, kein Schaden im Weiter, nichts. Und ist vielleicht auch mal wirtschaftlich wieder. Alles gut. Das ist jetzt ein Holmweg, der ist ein wenig nass. Dann machen wir eine Decke rauf, dann gibt es keine Verkühlung. Oh. Zufrieden? Ja, sehr. Gute Arbeit geleistet. Ohne Unfall. Da brauchen wir ja nicht. Und das Tagwerk? 80 Stämme hat Nora zum Abtransport geschleppt.